Was also ist Inflation? Sie zahlen immer mehr Geld für ihre Waren, zum Beispiel für Brot, und ihr Geld ist gleichzeitig immer weniger wert. Das passiert, wenn die Verbraucher mehr Geld haben, als Waren vorhanden sind. Das liegt daran, weil grundsätzlich auch mehr Geld im Umlauf ist. Prinzipiell gilt die Gleichung. Die Menge Geld, die es einem Wirtschaftsraum, zum Beispiel Deutschland, gibt, entspricht quasi den Werten, die diese Volkswirtschaft besitzt. Zum Beispiel Häuser, Produktionsanlagen, Waren und so weiter. Und das Geld ist das Tauschmittel. Als Beispiel sehen wir uns die Veränderung des Brotpreises von 2007 bis 2014 an. Der durchschnittliche Brotpreis lag im Jahr 2007 bei 1,94 € pro Kilogramm. 1 Kilogramm Brot im Jahr 2014 kosteten im Durchschnitt 2,32 €. Also würden Sie heute für die 1,94 € aus dem Jahr 2007 nur noch etwa 800 Gramm Brot erhalten. Sie bekommen also weniger Brot für das gleiche Geld. In der Grafik sehen Sie die Inflationsrate in Deutschland von 1992 bis 2014. Der Durchschnittswert der letzten 23 Jahre lag bei 1,8%. Wie sieht das mit dem guten alten Sparbuch aus? Nehmen wir mal an, Sie legen 1.000 € auf Ihr Sparbuch. Dann haben Sie bei 0,5% Zinsen pro Jahr nach 10 Jahren mit Zins und Zinseszins 1.051 € auf dem Konto. Bei einer jährlichen Inflation von zum Beispiel 2% können Sie sich aber nur noch Waren kaufen, die ca. 862 € kosten würden. Sie haben also nach 10 Jahren einen Kaufkraftverlust von 189 €. Das heißt also, obwohl auf dem Konto mehr Geld vorhanden ist, kann man sich weniger dafür kaufen. Auf die Inflation haben Sie leider keinen Einfluss, stellen Sie sich aber im Hinblick auf Ihre Sparziele darauf ein.